Wag kang matumba kasi nga
Mehr als ein Dutzend Mal geht das Ping-Pong-Spiel bei ihr. Und der Fall ist ernst. Es geht um den Vorwurf der Abzocke. Sie hat nach einem Stromtotalausfall den Notdienst gerufen über die Vermittlungsfirma Seidel. Sie erzählt, dass der Fehler nach wenigen Minuten behoben war. Sie hatte damit gerechnet, einen Sonntagszuschlag zu zahlen, aber dann hat der Einsatz 850 € gekostet. Also ich wollte die Polizei rufen und irgendwie keine Ahnung was, aber ich habe mich in dem Moment einfach, also ich war alleine und habe ich halt nichts gemacht. Auch ihre Bewertung ist offline, obwohl sie die überzogene Rechnung eingereicht hat. Ja, also tatsächlich ist das ja die einzige Macht sozusagen, die ich dann hatte. Ich sehe es natürlich auch als eine Art von Pflicht, andere potenzielle Kundinnen und Kunden zu warnen, dass You like more pommes? sich Nee. dieses Unternehmen. Wir beobachten online, dass mit anderen Rezensionen Ähnliches passiert. Ob zu Recht oder Unrecht wissen wir nicht. Bei Seidel gibt es häufig neue Ein-Sterne-Bewertungen, aber der Sterne-Durchschnitt sagt höchstens kurz mal ab und springt dann wieder hoch auf leuchtende 5. Auch bei Seven Paintings ist das Löschen kein Einzelfall. Am Standort Stuttgart taucht eine weitere Negativbewertung auf, verschwindet. Klingt. Eine Rezension zu melden ist ganz einfach. Ein paar Klicks, das kann jeder machen und es soll eigentlich passiv Durch den Artikel kommen direkt neue Negativbewertungen. Heute bereut er, dass er sich auf den Deal eingelassen hat. Ja, ich hab's gemacht. Ich will es nicht nochmal machen.